Hey, 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 dreh dich nicht. So, jetzt habe ich einen dran. Oh ja, der tut wie Sau. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir haben jetzt gerade 10 ab 5 oder so, plus minus. Ich bin, wie ihr vielleicht schon erkannt habt, im Val d'Ilei am Lago d'Ilei. Es ist das erste Mal windstill. Also das erste Mal, dass ich da bin und es weht kein Wind. Das hat es halt echt noch nie gegeben. Ja, auf jeden Fall, ich habe 3 Stunden gepennt die Nacht. Bin vielleicht ein bisschen paniert heute. Aber ich habe gedacht, ich mache noch so eine kurze Morgenrunde, vielleicht so 3-4 Stunden, mal schauen, ob es halt beißen. Also wenn es nicht beißen, wenn ich nichts fange, dann wird das Video gar nicht hochgeladen. Ja, auf jeden Fall, so sieht es aus. Es hat immer noch nicht so brutal viel Wasser. Deswegen werde ich jetzt noch ein Stückchen runterklettern müssen. Aber schaut euch das mal an. Voll der schöne Morgen so. Das ist ja schade, wenn man nicht fischen geht. Ja, auf jeden Fall, ich werde jetzt hier runterkraxeln, vorsichtig. Und dann loslegen. Piu! Also starten will ich heute mit meinem bekannten Zweiermozzi mit Einzelhocker. Oh, da unten war gerade einer. Können wir den gerade mal anwerfen, dort unten, ha? Okay, war nichts. Haben wir gestern oder vorgestern habe ich mir noch eine neue Wobbler-Box gegönnt, dass ich mal die ganzen Wobbler kann verstauen kann. Und jetzt so amigs zum ans Ufer gehen, habe ich so ein Hüft-Dings, wo ich halt so gerade die besten Wobbler drin habe und Löffel und Spinner und halt so Zeugs. Gerade das Nötigste. Ja. Ah, f*** you. Wow, da hebt gar nichts. Ich bin auch schon geschmeidiger ans Ufer runter. Also, ich sage euch gerade, was es hier für Fisch zu fangen gibt in dem See. Und zwar gibt es Bachforelle, Regenbogenforelle und Seesaibling. Alle Fischarten müssen 24 cm groß sein. Eigentlich hätte ich mehr Lust gehabt, an einem Bach zu fischen heute. Aber wenn ihr vielleicht schon mitgekriegt habt, ist im Moment ein bisschen heiß in der Schweiz. Deswegen habe ich das halt gelassen, damit die Edelfische ein bisschen Pause kriegen. Und würde es auch cool finden, würden ihr vielleicht ein Moment auf die Bachfischerei verzichten und vielleicht halt eher so an den See gehen. Weil eben da kann man halt auch tief sinken lassen, der Köder. Und sowieso jetzt in der Höhe jetzt, da ist sowieso ein bisschen kühler. Und wenn ich ihn halt noch ein bisschen sinken lasse, dann bin ich sowieso in kühlem Wasser unterwegs. Dort draussen ist eine grosse gestiegen. Also was ich gelernt habe, ist, dass ich nicht mehr so lange mit dem gleichen Köder fische. Weil im letzten Video dort am oberen See habe ich halt recht wenig ausprobiert. Das will ich heute sicher anders machen. Ein bisschen mehr mit Wobbler auch. Und auch ein bisschen Strecke machen. Dann halt vielleicht ein bisschen mehr mit der GoPro filmen. Und es wird mir auch immer wieder in den Kommentaren geschrieben, mit Wurm oder so fischen oder Marder. Und also danke vielmals für Tipps, für alle Tipps, die ich kriege. Aber ich fische einfach ungern mit Wurm oder Marder. Einfach keine. Ich fische einfach überhaupt nicht gerne mit dem. Man kann es ja schon kombinieren mit Spinnfischen. Also eben so Bienenmarder, eben am Löffel hinten dran, Tessiner Montage oder wie die heisst. Weil ich einfach keine Lust zum Würm daheim habe und dann vergesse ich es im Kühlschrank und nachher sind sie hinüber. Ich gehe lieber einfach mit meinem Blech ans Ufer. Ja. Gut, fast Snickers verloren. Ich tue jetzt mal einen anderen Köder dran. Jetzt habe ich es wie 10 Mal oder so geschmissen und kein Biss gehabt. Und zwar probiere ich es, glaube ich, mit einem
Wobbler, wo ich von einem Zuschauer zugeschickt gekriegt habe. Fokussiert jetzt die Augen wieder. So. Fokussiert immer noch die Augen. Danke nochmal, Mario. Und scheinbar sollte der nicht so übel sein. Der See ist übrigens eigentlich gerade bei der Grenze von Schweiz und Italien. Und ich habe auf dieser Seite ein Stückchen, wo ich fischen kann, und auf der anderen Seite vom Staudamm. Der Rest ist Italien, deswegen braucht man für den Einlauf dorthin halt auch das italienische Patent. Let's go! Oha, ich rutsche da langsam ins Wasser. Das möchte ich nicht. Oh oh, alles rutscht da ins Wasser. Der fliegt noch schön. Wurde cool. Ja. Vielleicht gerade einen Knebler gehabt. Jetzt möchte ich es mal mit ein bisschen mehr goldfarbenen Köder probieren. Und da hätte ich zum einen dann in einer anderen Box. Ja, noch. Habe ich wieder meine Queries. Und zwar diese. Gesicht verdecken. Das wäre zum einen der hier. Das ist ein 60er, meinte ich. Und dann habe ich noch der 80er. Und ich glaube, weil ich jetzt mit ein bisschen grösseren Köder noch kein Glück hatte, probiere ich es zuerst mal mit dem kleinen, mit dem Golden Brown Trout. Ja, jemand hat mir auch den Tipp gegeben, dass ich mich vielleicht ein bisschen mehr anpirschen soll ans Ufer. Aber bei so Ufer wie da ist das ein bisschen schwierig. Da rutscht alles. Den probiere ich jetzt auch ein bisschen verschieden zu führen. Einmal so. Da scheint gerade ein grosser gestiegen zu sein. Oder ein grosser Ringli. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich probiere es mit so ein bisschen aggressiv twitchen und mit gleichmäßig einziehen und so. Keine Ahnung, einfach ein bisschen ausprobieren, nicht? Ja. Hä? Lol? Also, das ist ein Untermesser, das sehe ich schon. Den tun wir. Hey, dreh dich nicht. Also, es hat sich nur ein Haken verhakt zum Glück. Nasse Hände. Also, kleiner schöner Fisch. Golden Brown Trout. Hey, hurra gut! Das war der erste Wurf. Hey, nicht übel. Für mich. Wie habe ich jetzt eingezogen? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt habe ich zwar geschnarrt, aber habe nicht geschaut, wie ich eingezogen habe. Ja, einfach twitcht, so wie der Duo Yuki. Einfach so ein bisschen zack, 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 zack. Ein bisschen stehen lassen, zack, zack. Krass, erster Wurf. Noch nie passiert. Also mit einem neuen Köder. Ich bin halt einfach ein riesen Fan von den Duos. Einfach auch, weil sie halt wunderschön sind, finde ich. Und es gibt so viele Varianten von denen. Aber eben, zum Teil ist halt eben die Farbe ausschlaggebend. Und silbrig scheint es jetzt hier nicht zu sein. Mal bis jetzt. Ja, da ist gerade einer gestiegen. Auch wenn ich bis jetzt noch nicht viel gefangen habe in meinen Videos, finde ich es schön, dass ich immerhin Fisch zeigen kann. Es sind halt Untermesser, aber die Fotos schmecken noch Fisch und ich kriege einen vor die Linse, immerhin. Und etwas, was halt auch nicht zu unterschätzen ist, wenn ich jetzt da so allein am Filmen bin, dann schaue ich halt auch immer wieder so, wie kann ich Kameran aufstellen, wo wäre wieder cool, um so einen Landschaftsshot einzubauen. Eben, wo ist vielleicht der Ton gerade ein bisschen kacke. Und das ganze Zeugs, das frisst halt auch viel Zeit. Und zum Teil, wenn ich jetzt wie hier einfach 1 Stunde am gleichen Ort stehe und ein paar Köder ausprobiere, dann tue ich halt nicht alles mit reinschneiden, weil es halt langweilig wäre für den Zuschauer.
eben würde ich jetzt nicht filmen, würde ich vielleicht auch einen Haufen anders machen. Ist gelogen, nein, nicht einen Haufen. Aber würde ich halt vielleicht ein bisschen mehr Köder probieren, ein bisschen mehr Strecke machen. Aber weil ich halt noch die Kamera amigs dabei habe, bin ich halt ein bisschen träger unterwegs. So, jetzt habe ich einen dran. Jetzt habe ich gerade nicht gefilmt. Natürlich. Oh ja. Der tut wie Sau. Jetzt habe ich die GoPro nicht auf dem Kopf. Also ich fische immer noch mit Schonhaken. Wow. Nein, er hat sich gelöst. Okay, so langsam schießt es mich an. Das war ein 35er Plus gerade. Gott verdammt nochmal. Das war jetzt auch wirklich gut. Was würden ihr jetzt sagen? Was hätten ihr anders gemacht? Hätten ihr den schneller reingezogen? Weil er hat eben schon Kraft hatte. Also ich wollte nicht zu krass halt ziehen. Ja, vielleicht Bremse ein bisschen lösen. Ja, ich weiß nicht, eben, ich habe das Gefühl, hätte ich jetzt schneller reingezogen, dann wäre zu viel Spannung auf der Schnur gewesen. Ja, ein bisschen fuchst es schon. Also das ist etwa so eine Forelle da gewesen. 35 plus. Ja. Aber nochmal danke Mario für den Köder. Das war einer von deinen. Also ich mache jetzt noch meinen letzten Wurf und dann hau ich es. Schade war's. Ja, also der Grosse, der fuchst mich wirklich. Das ist schade, dass ich den nicht raus habe. Aber ja nun. Ja, das soll es für das Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn ich jetzt nur ein Untermesser gefangen habe. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Und bis dahin, Petri Heil. Tschüss.